Ja, und Gott mit euch, gell? Weil ihr müsst ja zuhören jetzt die nächsten 50 Minuten. Ich kann nicht so Witz machen, weil ich es schon ernst gemacht, oder? Meine vorletzte Predigt ist irgendwie fast eine Stunde gegangen. Ich höre heute noch Sprüche. Hey, so eine Einsegnung ist so etwas Hoffnungsvolles. Oder man sieht so richtig die Hoffnung von den Eltern, dass die immer gut rauskommen und dass die Gebete auch erhört werden, oder so. Das ist Hoffnung, es ist Hoffnung. Und wir haben die Hoffnung. Und wir haben die Hoffnung, dass Jesus Christus da ist und dass er das gehört. Und über das werden wir heute Morgen miteinander reden. Wir sind unterwegs mit der Predigtserie Shine Bright. Wir haben den ersten Teil gehört über das Gebet. Und das war so eine Sensation, wo der Joni darüber predigt hat. Und der kleine Satz, alles fährt an in einem Gebet hinein, oder? Zu Gott zu gehen und zu sagen, hey, schau, diese Person ist mir wichtig, segne sie, gang da, hin. Und so das Kennenlernen von dem Gebet, von dieser Tiefe, wenn wir vor Gottes Thron kommen, wunderbar, wirklich wunderbar. Und jetzt ein zweiter Teil von dieser Shine Bright Serie ist ein Stück weit die Hoffnung, die Christen haben. Die Hoffnung, Hoffnung. Ein grosses Wort. Und ich habe gerade in den 20 Minuten einen Bericht gelesen, wo so verdeutlicht, wie wichtig das Hoffnung im Leben von einem Menschen ist. 20 Minuten. Visana SIO ist nicht der erste SIO eines Schweizer Konzerns, der sich für den Freitod entschied. Im Jahr 2013 schied der Swisscom-Chef freiwillig aus dem Leben. Im selben Jahr hat sich auch der Finanzchef der Versicherungskonzern Zürich das Leben genommen. 2016 beging der Ex-CEO ebenfalls von der Zürich Suizid. Und im November 2011 schied der CEO der Ricola Bonbons freiwillig aus dem Leben. Fährt man so eine Predigt an? Ich will euch zeigen, wie wichtig das Hoffnung im Leben ist. Ich bin kein Spezialist, ich weiß nicht, warum die scheinbar reichen, gesunden, erfolgreichen Menschen den Freitod gewählt haben. Das weiß ich nicht genau. Da gibt es vielschichtige Gründe dafür. Wenn man sie zusammenfasst, kommt man auf einen Punkt. Mangel an Hoffnung. An Lebenshoffnung. Dass es noch besser wird. Dass es etwas mehr gibt als der Porsche, den ich schon habe, als der AHV, den ich schon einzahle. Und das ist so, das zeigt mir, wenn ich so etwas lese, das bedrückt mich, wie Menschen, die scheinbar alles haben, irgendwie keine Hoffnung mehr haben für das Leben und freiwillig den Tod wählen. Ich will euch in eine andere Geschichte hineinnehmen. Von einem 16-Jährigen, der vielleicht die falschen Kollegen hatte, sein Leben gelebt hat und genau dann eben die falschen Kollegen gefunden hat, Drogen reingekommen ist, harte Drogen, das ausprobiert hat bis zum Exzess und dann irgendwie kurz bevor es wirklich nicht mehr gegangen ist, noch knapp die Kurve gekriegt hat, in einen Entzug gegangen ist, den Entzug sogar durchgestanden hat, nach einigen 2, 3, 4, 5 Anläufen dann doch geschafft hat. In diesem Entzug ist er frei geworden von Drogen, hat Jesus Christus kennengelernt, er hat Weiterbildungen besucht und ist am Schluss der Leiter von dem Haus, wo er eigentlich mal frei geworden ist. Und er ist weitergegangen und hat weitere Ausbildungen gemacht in der Sozialarbeit und hat jetzt den höchsten Abschluss dann gerade gemacht. Und leitet als stellvertretender Leiter ein Haus von der Heilsarmee jetzt. Und wenn ich mit ihm zusammen bin und frage, dann ist der einzige Punkt, wo er sagt, weißt, es ist die Hoffnung, die mich immer wieder getrieben hat. Vor allem gerade in der ersten Zeit. Das ist die Hoffnung, wo mich weiterbringt, wo ich wieder aufstehen lassen hat, wo wieder geläutet hat und gesagt, es tut mir leid, nehmen wir dich nochmal. Es ist die Hoffnung. Wenn man zusammenfasst, kommt man immer ein Stück weit auf das Wort, auf den Inhalt, auf die Hoffnung. Und Hoffnung versteckt sich so fest in unserem Leben, dass wir es gar nicht mehr merken. Wenn ich am Morgen den 6 Wecker stelle, oder am Abend, dann hoffe ich, dass ich am Morgen ja noch wieder lebe. Das ist Hoffnung. Wenn ich diese Hoffnung hätte, würde ich auch nicht den Wecker stellen. Wenn ich AHV einzahle, ich muss ja, oder auch, aber
Das, was ich auch freiwillig noch mache, oder? Damit man es von den Steuern irgendwie und so, oder? Das mache ich aus Hoffnung, dass ich das 65. Lebensjahr mal noch irgendwie erreiche. Oder mit dieser Kohle noch ein Häuschen bauen, je nachdem, oder etwas renovieren. Ich habe Hoffnung, dass ich das erlebe. Ich habe Hoffnung, dass ich nächstes Jahr Ferien machen kann. Ich habe schon ein bisschen geplant und so und schaue ein bisschen und sparen. Das ist Hoffnung. Und so ist die Hoffnung ganz fest in unserem Leben verankert und wir merken es vielleicht gar nicht. Und Hoffnung ist etwas ganz Wichtiges. Und es hat mal jemand ein Interview geführt mit dem Schicksal. Ich möchte euch das Interview kurz vorlesen. Das Schicksal gab in einem Interview zu: Meine Schläge sind hart und meine rechte ist ebenso gefürchtet wie meine linke. Treue, Freundschaft, Stärke und Weisheit, kurz, auch die schwersten Brocken habe ich auf die Bretter geschickt und sie wurden sämtlich ausgezählt. Nur mit einem bin ich bisher nicht fertig geworden. So oft ich ihn auch K.O. schlage und davon überzeugt bin, dass er nun endgültig ausgezählt ist. Spätestens bis 9 ist er wieder auf den Beinen. Und wer, fragte der Interviewer, ist diese Unbezwingbare? Die Hoffnung, sagte das Schicksal. Es ist die Hoffnung, wo der Motor oder das Benzin von unseren Taten ist. Es ist die Hoffnung, wo uns festhalten lässt an dem, was gut und richtig ist und den Weg nochmal ein Stück weit mehr gehen. Es ist die Hoffnung, egal wie fest das Schicksal zuschlägt, wo aufsteht und sagt, ich gehe weiter. Ich gebe nicht auf. Da ist mehr. Es ist wie, ich meine, unser Leben ohne Hoffnung sind antriebslos. Wie ein Auto ohne Benzin. Die Hoffnung ist das Benzin von unseren Taten, von unserem Leben. Oder vielleicht müsste ich jetzt heutzutage mehr sagen, es ist auch der Strom. Die einen Autos fahren ja mit Strom. Also es könnte auch der Strom sein. Ich könnte das Bild brauchen, wenn man will. Ich brauche lieber das Benzin. Ich habe selber auch Benzin im Blut. Also das passt gut. Und Hoffnung ist ein Wort, das riesig verwendet wird. Wo riesig verwendet wird und gleich ist es nicht etwas, das ich dir einfach so geben kann. Da, Dave, nimm mal ein bisschen Hoffnung. Sondern Hoffnung ist etwas, das jeder selber für sich finden muss. Wo jeder selber für sich entdecken muss. Und du musst sagen, auf was hoffst du? Ich sage euch, wenn ihr mal in einer Beiz hockt bei einem Bier mit jemandem, fragt doch mal, hey, auf was hoffst du in deinem Leben? Und das Gespräch wird Tiefe gewinnen. Weil du kommst auf essentielle Sachen, die im Leben von dir oder vom anderen dort ist. Über Hoffnung. Über was hoffst du eigentlich? Und dann das andere ist, wenn dann das Schicksal da steht und dann geht so eine Kombination, die dir im Magen oder ins Gesicht haut, ist es die Hoffnung, die dir hilft, dran zu bleiben, auf dem Weg vom Leben festzuhalten. Und Hoffnung löst kein Problem. Das macht es nicht, aber es ist die Kraft, die dich hebt, zum Problem oder Lösungen zu suchen und an diesen Lösungen auf dem Weg zu bleiben, bis die Lösung umgesetzt ist. Das ist die Hoffnung. Und das ist so etwas Schönes. Das setzt Lebenswille, Motivation, Mut, Standhaftigkeit und Geduld frei in unserem Leben hinein. So eine gewaltige Geschichte, so können das Benzin da drin zu haben. In jedem Menschen hinein. Aber Benzin allein stinkt einfach ein Stück weit an. Ist noch nicht so explosiv. Wenn dann noch Feuer dazukommt, dann treibt es eben den Motor an. Mit dem kleinen Funken in jedem Zylinder rein. Kommt immer ein bisschen Feuer, gutes Gemisch und dann laufen die Kerren und Töpfe. Oder? Wirklich sensationell. Und da habe ich gemerkt, wenn man Glauben und Hoffnung kombiniert, wenn die Hoffnung das Benzin ist, dann ist der Glaube das Feuer. Und dann tätscht es, dann geht etwas fürschen, dann ist es nicht mehr runterzukriegen. Dann kann man die Hoffnung nicht mehr totreden, nicht mehr zu Tod schlagen, dann kann das Schicksal zuschlagen, wie es will. Wenn man das hat, dann ist es ein ganzes festes Gemix, explosives Gemisch. Und darum ist der christliche Glaube so genial, weil der uns so viel Hoffnung verspricht. So viel Hoffnung gibt er uns ins Leben hinein, der christliche Glaube. Und nur schon, wenn wir Glauben, das Wort erklären wollen, kann man das fast nicht trennen von der Hoffnung. Wir lesen das im Hebräer 11,1.
Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, eine überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also ich habe es ein bisschen geholpert, ich lese es nochmal. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Habt ihr auch so Mühe wie ich, um das zu verstehen? Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr das gerade so. Für mich ist es so kompliziert, ein Komma drin und ich überlese die Sachen. Und ich habe dann ein bisschen probiert, einen Satz zusammenzustellen, wo man das einfach erklären könnte. Ist mir dann etwas in den Sinn gekommen. Ich habe das so formuliert für mich. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Verstehen Sie, jetzt wird es langsam klarer, oder? Die Hoffnung ist der Punkt, ich höre die Musik, wo dann einmal noch kommt in meinem Leben. Wo dann einmal noch kommt durch Jesus Christus im Glauben. Aber im Glauben tanze ich jetzt schon nach der Musik, die dort dann einmal spielt. Auch wenn jetzt da Schicksal der Chef ist und mich zu Tod schlägt, schier, aber ich tanze nach der Musik, die dort noch kommt. Das ist das, was der Hebräer 11,1 uns da zeigen will, oder? Oder vielleicht ein bisschen anders gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die noch unsichtbare, aber reale Zukunft zu sehen. Glauben ist der Mut, in der Gegenwart schon danach zu leben. Verstehen Sie, jetzt haben wir so ein bisschen die Definition von Hoffnung, aber auch ein Stück weit die Definition von Glauben. Und wir schwärmen doch jetzt schon mit Singen und Lobpreis und Gebet und allem, schwärmen wir für das, was noch kommt. Gewaltig. Und wir tanzen jetzt schon da, obwohl wir wissen, das ist noch unsichtbar, es ist noch nicht real da, ich sehe es nicht. Und darum, wenn wir ja auch jetzt heute Morgen miteinander ein bisschen anschauen, shine bright, oder? Ist auch ein bisschen der Punkt, ja, von was scheine ich denn, oder? Also von was leuchte ich denn? Für was erzähle ich denn? Und darum, wenn wir heute miteinander anschauen, was Christen glauben. Auf was kannst du deine Hoffnung setzen? Auf was setze ich meine Hoffnung? Und wir setzen sie auf etwas, auf den auferstandenen Messias, Jesus Christus. Er ist meine Hoffnung, der Sohn Gottes. Er ist die Hoffnung. Und ich will euch das auch ein Stück weit aufzeichnen. Dass wir das ein bisschen sehen können. Wir haben hier, das ist unsere Kugel, das sind so die Länder, die wir hier haben. Und da jetzt noch so Kontinente, oder? Ja, auf welchem wollen wir sein? Ja, wir sind da. So. Wir haben Hoffnung, darum lächeln wir, oder? Genau, das sind wir. Wunderbar, auf dieser Kugel. Und wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf Jesus Christus. Und auf Jesus Christus hoffen wir. Ich zeichne das Bild, gut, wir haben hier eine Brücke und so. Und da ist das Bild von Jesus Christus und von seiner Auferstehung. Ihr merkt schnell, wenn das Christentum anschaut, das Kreuz ist immer leer. Es ist immer leer. Jesus Christus ist auferstanden, unser Kreuz ist leer. Jesus Christus ist auferstanden und er geht uns voran. Und weil er auferstanden ist, hat er uns auch den Beweis erbracht, dass man ihm vertrauen kann. Und allenfalls auf ihn auch hoffen kann. Und auch das kann glauben, was er uns erzählt. Und das ist so gut, weil wenn wir uns Christen schimpfen, dann frage ich mich, und nicht an Jesus Christus glauben, was machen wir denn überhaupt? Das ist ja genau das Zentrale. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Tschüss zusammen. Wenn das nicht ist, oder? Und eure Glauben hätte keine Grundlage. Auf was glauben wir denn, wenn nicht auf Jesus Christus und seine Auferstehung, aufs leere Kreuz? So sind wir Elender unter allen, die Elendesten unter allen Menschen. Also Christ sein ohne Jesus, ohne die Auferstehung, ohne den tiefen Glauben, ohne das geht gar nicht. Und warum? Weil Jesus hat eben mega coole Sachen erzählt. Und das, was wirklich cool, was ich liebe an Jesus Christus, ist das, was er gesagt hat, ich habe es euch da mitgebracht. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, ewiges Leben, wo über den Tod rausgeht. Und denkst, ja gut, kann er ja schon erzählen. Ja, das kann er. Aber er hat es auch vorgemacht. Er ist auferstanden. Er hat das ewige Leben vorgemacht. Er ist als Erster vorausgegangen und er nimmt dich, wenn du an ihn glaubst, mit.
Ewiges Leben. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ah, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, da können dabei sein, oder? Denn in meinem Vaters Haus, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte er euch nicht gesagt, ich gehe hin, also auferstehe, ins Haus vom Vater, um dort alles für euch, Jünger, Jesus, vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Wow, was ist das für eine Hoffnung? Und das zeichne ich einmal da oben auf, oder? Damit wir das nicht vergessen. Ich mache jetzt da so eine Wolke, schwupp, und da so ein paar Wolkenkratzer und Häuser und so. Das sind deine und meine Wohnungen und Eingang. Und oder das ist das, boah, ich weiß doch auch nicht, das Paradies, ewige Leben, oder? Da hoffen wir drauf. Und das ist so wichtig. Jesus Christus ist auferstanden und vom Tod her, oder? Da haben wir noch den Stein, der weggerollt ist, oder der rollt dann da ab und so, oder? Und Jesus ist da. Also zuerst noch geschwind so und dann so. Und jetzt, also ja, das sind da die Pfingstufer und so, genau. Oder? Und dann ist er jetzt dort oben. Und er ist dort. Und das ist so eine gewaltige Sache. Wir können glauben. Ich habe ein ewiges Leben, wenn ich da mal den Löffel wegschmeiße, oder? Oder mir jemand den rauszieht, je nachdem. Nein, nur rausziehen, wegschmeißen ist nicht. Aber hey, dann werde ich auferstehen. Ich werde mit Jesus Christus auferstehen dort. Und ich habe diese Hoffnung da auf Erden. Und ich kann mein Leben da einsetzen. Für den christlichen Glauben, für die Kirche, für was auch immer. Weil ich weiß, da kommt ein besseres Leben. Es ist auch in der Bibel noch beschrieben, wie das aussieht und so. Und das ist so eine gewaltige Hoffnung, die ich in meinem Leben habe, und sie ist real. Weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er bewiesen hat, dass man ihm vertrauen und glauben kann. Aber bei mir geht es noch 30, 40 Jahre, bis ich das erlebe. Das ist noch ein bisschen weit weg und nicht so lebensnach. So ein bisschen, ja, ist ja schön, oder? Was mache ich jetzt? Aber wir haben noch viel etwas Lebensnäheres, wo Jesus Christus für uns parat hat. Nämlich ein offenes Ohr bei Gott. Das ist eine Hoffnung, dass Gott dich hört. Und da gehen wir jetzt das Zweite nochmal da hineinschauen. Und das steht auch im Hebräerbrief 4, 14 und 16. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns, der Gläubigen, eintritt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden. Wenn? Geschlossen, 5 Uhr geht es zu. Nein, dann, wenn wir Hilfe nötig haben. Dann, wenn wir Hilfe nötig haben und brauchen. Und das ist eine Hoffnung, dass Gott mich hört, dass dann, wenn ich Hilfe habe, oder hier, sind wir wieder am Anfang, oder? Beim Interview, Schicksal, willst du die linke oder die rechte? Im Bauch oder am Kopf? Oder irgend sonst wohin, was weh tut? Und wenn du dann seine Hilfe brauchst, so halb tot am Boden, dann habe ich Hoffnung, dass es nicht nur ein ewiges Leben gibt, sondern dann habe ich Hoffnung in diesem Schicksal, in diesen Schlägen, kann ich sagen, und ich habe eine Hoffnung und ich kann zum Thron Gottes gehen. Und ich kann dort meine Sorgen, meine Nöte abladen. Und ich weiß, es ist dort so, dass jemand mich hört. Er hört und sein Arm Gottes, der bewegt sich. Und das ist so eine gewaltige Hoffnung. Und ich will das euch da auch nochmal zeigen. Das ist so eine zweite Stufe, die wir da haben, oder? So ein Thron so und da hinten noch so ein English-Dings da, Chair. So, oder? Und da sitzt dann Jesus, so seine Beine, da Krone, das Zepter noch, wie der Gandalf fast. So. Genau, oder? Und dann strahlt es natürlich, das ist der Thron im Himmel und so. Aber das ist meine Hoffnung. Und weißt du, wie oft brauche ich das? In meinem Leben hinein. Und mein Leben geht ja noch einigermaßen gut, finde ich. Aber trotzdem, so oft brauche ich das, vor den Thron Gottes zu kommen. Dort vielleicht runterzuknündeln und wo ist der Thron genau? Sieht man den? Ist der da auf der Erde? Nein. Das braucht Glauben. Das ist genau das, oder? Ich weiß, der Thron gibt es. Aber das ist in Zukunft, werde ich den vielleicht eines Tages sehen. Jetzt bin ich vielleicht in meinem kleinen Kämmerlein und gehe auf die Knie. Und vor meinem inneren Auge sehe ich das Unsichtbare.
Das ist die Musik von der Zukunft, der Thron Gottes. Aber mein Gebet dorthin, das ist das Tanzen nach der Musik, die ich jetzt schon höre und ich weiß, dort ist sie. Und das ist real. Durch den Glauben und durch die Hoffnung wird das real in unserem Leben hinein. Und das ist so gewaltig. Und ich bin einmal, sind wir auf der Reise in Amerika mit dem Wohnmobil und da haben wir bei einer Kirche einen Halt gemacht und da bin ich rein und wir haben gebetet und worshipped und so weiter und plötzlich komme ich ein Bild über vom Thron Gottes. Also ich weiß nicht, ob es so aussieht, aber es war so mehr Nebel gewesen. Aber ich habe einfach gewusst, das ist die Herrlichkeit Gottes. Es hat mich auf die Knie gedrückt und ich habe angebetet und ich habe Gott einfach alles gesagt, meine Nöte und Sachen. Und das Bild, man könnte schon fast sagen, es verfolgt mich immer wieder. Wenn ich im Bett bin, für mich in dieser Tiefe, dann sehe ich das, dann kommt das vor meine Augen. Und ich weiß, es ist real. Durch den Glauben, durch die Hoffnung, die ich als Christ haben kann. Und ich brauche das so oft, da hinzugehen und zu sagen, hey, bete doch, was soll ich diesen Leuten predigen? Natürlich haben wir ein Konzept, aber was sage ich denn denen? Oder, hey, Herr Jesus, ich habe da noch ein Gespräch, was soll ich da machen? Was ist dran? Hilf mir, leite mich. Herr, schau mal, da und da ist Not in meinem Leben. Hey, weißt du, wie gibt das Hoffnung? Und weißt du, wie laufe ich aus dem kleinen Kämmerchen raus? Natürlich laufe ich in die Welt raus, wo mich alle anschauen, das ist ja der Elias. Aber ich laufe raus, weil ich weiss, die unsichtbare Welt ist real, Gott hat mich gehört und ich habe seinen Arm bewegt mit meinem Gebet. Und das ist so eine gewaltige Hoffnung. Und die ist nahe, die ist real, die kannst du in deinem Leben ausprobieren. Heute Morgen. Nach jedem Gespräch, das du führst, kannst du sagen, hey, komm, wir beten doch noch füreinander. Hast du etwas, wenn wir zusammen vor den Thron gehen? Das ist real. Dort ist ein offenes Ohr von Gott, wo wir zwei, du und ich als Christen, hoffen, dass das passiert. Und wenn er es ja nicht glaubt, wo er mit dir redet, dann kannst du sagen, ich glaube so fest, dass wir Gott können ans Ohr treten und ihm sagen, deine Not kann ihm sagen, ja, mach mal. Er glaubt es ja noch nicht, er hat die Hoffnung vielleicht noch nicht, aber du schon. Und du kannst mit dieser Hoffnung gehen und für ihn Fürbitte machen. Oder? Und dahin haben wir das Ministry. Das kannst du im Fall sinnlos ausnutzen. Ja, wirklich. Führen gehen und sagen, hey, ich habe da noch etwas, ich will da noch sagen und ich gehe morgen in die Ferien und ich brauche das und du kannst hingehen. Die Hoffnung haben wir, dass Gott uns da gehört. Wow! Du kannst deinen Nachbarn fragen, Stupf, hey, willst du mir noch? Komm, wir gehen miteinander vor den Thron, ich brauche das noch und das noch. Hey, das ist Hoffnung, die tief in jedes Leben hineinwirkt, die Freude und die Leid. Und das ist etwas, wo mir Lebensmut gibt, wo mir Geduld schenkt, wo mir Hoffnung gibt, so schön, da drin hineinzugehen. Aber gell, es ist halt immer noch ein bisschen unsichtbar. Und es ist immer noch ein bisschen weit weg. Aber und Gott ist ja so genial, oder? Der gibt uns noch etwas Näheres. Noch etwas Lebensbewegendes in unser Leben hinein, wo wir darauf hoffen können. Und zwar auf die Zusammenarbeit, du und ich, nein, du und Gott. Die Zusammenarbeit. Dass Gott dich braucht, dass er einen guten Plan hat. Die Hoffnung gibt er dir. Und sagt, hey, ich will mit dir durch das Leben durchschreiten. Ich bin dir sowas von nahe. Und das ist eine dritte Hoffnung, die wir heute anschauen. Und das ist eigentlich dann mehr so, das ist jetzt da auf dieser Ebene, oder? Wir haben das Herz. Und Jesus sagt, weißt du was? Ich schicke meinen Heiligen Geist in dein jetzige Leben. Oder es ist ja schön, im Gebet da raufzugehen. Wenn wir tot können wir da, oder? Das ewige Leben. Aber er sagt, weißt du, ich weiß auch, dass das ein bisschen weit weg ist, oder? Aber ich gebe dir meinen Heiligen Geist in dein Herz hinein. Und dann strahlt es da. Quasi der Thron von da haben wir dann schon da hinein. Wo der Heilige Geist, der dritte Teil von Gott, in deinem Herz hinein wohnt. Und das ist eine Hoffnung, hey, da drin hinein, wo es am wichtigsten ist, da wo der Schmerz am weitesten ist oder am härtesten ist, da wo mich dann das Schicksal genau trifft, im Herz hinein. Wenn ich nicht Liebeskummer habe oder sonst irgendeine Sache, oder? Was im Herz so wehtut oder wenn jemand stirbt, dann habe ich da den Heiligen Geist drin. Und das sagt er so zu uns. Und das finde ich auch wieder eine gewaltige Sache, oder? Die Zusammenarbeit mit Gott können zu haben. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei, in Ewigkeit. Also bis wir dann dort oben sind, ist er voll dabei. Den Geist der Wahrheit. Er bleibt in euch und wird in euch sein. In dir, in dir, in dir, in dir, in dir, in dir. Er wohnt da. Und weißt du, gibt das Hoffnung. Ich bin nicht allein.
Eines von meinen Lieblingslieder hat so einen Abschnitt, wo es drin heißt, Gott ist der Begleiter in der einsamen Stunde. Weißt du, wo auch dein Partner dich gar nicht so, er ist zwar verheiratet und wir sind eins Fleisch geworden, aber trotzdem gibt es die einsame Stunde. Und da weiss ich, hey, da ist ein Gott bei mir, da habe ich Hoffnung. Auch wenn ich allein verloren auf einer Insel vom Elend hocke. Oder wenn ich allein, bei der Freude ist es ein bisschen anders, dann gehe ich dann raus und dann ist Party, aber dann ist er auch da. Aber in dieser einsamen Stunde ist er da. Und diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn ich zu wenig Liebe produzieren kann für jemanden, dann kann ich doch hoffen, dass Gott, dass der Heilige Geist mir die Liebe gibt und der Konflikt kann durchstehen. Oder jemanden überschwängen mit Liebe. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ist das für eine coole Hoffnung? Wir haben den Tröster in uns, aber wir haben auch die Worte in uns. Und wir haben die Liebe in uns, durch den Geist Gottes. Und so oft gehe ich auf die Knie und dann bete ich natürlich zu dem Thron. Aber ich sage genau, hey, ich brauche dich, Heiliger Geist, in meinem Herzen hinein. Bitte, zünd das Feuer in meinem Herzen an für andere Menschen. Du bist der Geist von der Liebe. Gib mir das Feuer von der Liebe für andere Menschen. Dass ich ihnen Gutes tun kann. Das kann ein Segen sein für sie. Oder verändere mich, lass mich reifen. Ich kenne ja meine Schwächen. Ich kenne mich ja am besten da innen, oder? Also weiss ich am besten meine Schwächen. Bei euch kann ich noch ein bisschen blöffen und so, das ein bisschen überdünken. Aber wenn ich mit mir da im Heiligen Geist im Herzen, dann weiss ich genau. Und er weiss es auch. Zum Glück ist er ein gnädiger Gott. Das können wir in der Bibel nachlesen. Glück gehabt. Oder? Und dann kann ich mit dem Gott reden und sagen, hey, du bist gnädig und es ist so gut, dich in meinem Herzen zu haben. Hey, bitte verändere mich, schenk mir deine Gaben, aber schenk mir auch die Reife, schenk mir die Geistesfrüchte von der Geduld, von der Liebe, von der Selbstbeherrschung, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Bei mir jetzt einmal, oder? Hey, aber da ist die Hoffnung, dass es noch nicht fertig ist, sondern dass es Schritt für Schritt Führung geht in meinem Leben mit dem Heiligen Geist. Und er hat einen guten Plan, er hat ein positives Bild von dir. Aber wenn ich dann da, ich kenne mich ja am besten und ich habe vielleicht ein schlechtes Bild von mir und denke, da könnte man noch. Aber er hat ein positives Bild, das er mit dir noch erreichen will, wo er mit dir auf den Weg gehen will, wo der in deinem Herzen die feine Stimme, die dich führt und leitet, voll gut. Und dann kann ich ein Segen sein. Mit dem, was Gott mir da ins Herz hineinlegt. Hey, und auf der Grundlage von der Auferstehung von Jesus Christus und dem, was mir die Bibel sagt, kann ich 3 Punkte von Hoffnung oder auf ein ewiges Leben, auf das, dass ich ein Gehör habe bei Gott vor dem Thron und auf das, dass der Heilige Geist in mir wohnt und mir Schritt für Schritt mir durchs Leben geht. Und er arbeitet an mir, an meinem Charakter. Und er ist ein Teil, das ist das Benzin im Leben. Das Benzin von meinen Taten. Und dann sind wir ehrlich. Wenn das Schicksal wirklich mal hertätscht, oder? Dann wackelt da die Hoffnung. Wir sind Menschen. Und dann haut es uns auf die Bretter für 1, 2, 3, 4, 5 bis 9. Und weißt du, was mache ich dann? Ich räuche so halb tot, halb schon K.O. geschlagen. Räuche ich wohin? Ins Tal von der Hoffnung. Ins Tal von der Hoffnung, Zürichstraße 15. Und dann krieche ich da die Stufen drauf und da hinten rein. Weil die Kirche ist die Tankstelle von der Hoffnung. Wenn du sie fast verlierst oder schon gar nicht mehr glaubst, dann hat es ganz sicher da in diesem Raum 2, 3, die noch ein bisschen schwärmen von dem Glauben. Und dann stehen wir auf und dann nimmt uns die Band mit rein in die Musik, die in der Zukunft spielt, wo wir Lobpreis haben, wie Gott dann eines Tages kommen wird und wenn er dich liebt und wenn er gnädig ist und wenn er deine Gebete hört und wenn er dich liebt und wenn er dich liebt und wenn er dich liebt. Und dann vielleicht, trotz dem Schicksal, kannst du auftanken in dieser Kirche hinein. Und dann gehst du ins Ministry-Gebet hinter und sagst, da und dort tut es weh und da, oder? Und dort sagt er, und ich werde deine Gebete hören. Und das ist, Kirche ist die Tankstelle, oder? Von dieser Hoffnung, auch wenn es das Schicksal mal voll hineinbrennt. Das da wackelt, kein bisschen.
Da kann das Schicksal noch so schlagen. Aber wir sind immer noch auf dieser Erde und sind Menschen und es tut weh und wir haben Fleisch und Blut. Und da drinnen, oder, da können wir uns tragen, du und ich können gehen und dann werden wir getragen durcheinander. Weil die Kirche ist die Tankstelle von der Hoffnung. Und die Hoffnung ist das Benzin von meinem Leben, von meinen Taten, die ich für die gehen. Ja, aber was tun wir denn so? Habe ich mich dann gefragt. Stellen wir uns mal vor, einer hätte so ein Mittel gegen Krebs erfunden. Das wäre doch eine gute Sache. Was tut denn der so? Ja, der erzählt es. Oder? Und wenn jetzt jemand Hoffnung findet, die dich durchs Leben durchträgt, die dich bis in die Ewigkeit hinein hoffen lässt, das, was dich da hoffen lässt, dann ist nicht die Frage, ob man es erzählt. Sondern dann ist die Frage, wem erzähle ich es und wie erzähle ich es und vielleicht noch wo erzähle ich es. Und jetzt, ja, gell, bei den meisten geht, nein, sage ich jetzt nicht, oder? Aber wenn ich jetzt da sitze, könnte man schon den Laden so bis in die Hälfte, oder? So ein bisschen, stellen wir mal schräg, auf was Wetter jetzt raus, muss ich jetzt auf die Straße. Mit dem Traktätli. Notfallmäßig brauchen wir vielleicht auch Wörter, um das zu erzählen. Aber eigentlich sind es Taten. Die Hoffnung ist das Benzin der Taten. Nicht nur von den Wörtern, sondern von den Taten, von der geschenkten Liebe, wo du dich verschenken kannst. Jemand anderem, weil du die Hoffnung hast. Und das ist so gewaltig, wenn wir hingehen und unser Leben ein Stück weit verschenken. Für unsere Nachbarn, für unsere Leute in der Familie. Etwas Gutes tun, etwas reingehen. Und vielleicht sind das die Shine Bright Actions. Das ist das, wo... Wow. Das ist der Punkt, wo wir sagen, hey, jetzt gehen wir raus und wir leuchten. Wir müssen nicht einmal viel sagen. iActions bei Shine Bright ist ein Gebetswalk. Da redest du mit Gott, basierend auf dieser Hoffnung, dass jeder, der bei dir vorbeiläuft und jeder Stand, wo du so segnest, vielleicht, nein, gut, wir lupfen die Hand nicht, macht ja nichts aus. Du kannst einfach durchlaufen und sagen, ich bete für dich und dich. Das ist die Hoffnung, dass Gott uns hört und dann den segnet, wo uns in die Shine Bright Actions reinführt und dort Gas gibt, oder? Und es ist die Hoffnung, dass wenn wir gehen Zopf halten, da im Meilenstein, es ist die Hoffnung, dass er unsere Gebete hört, wenn wir mit denen zöpfeln, oder? Wenn wir sie segnen, dass sie dann den Weg machen, so wie mein Kollege, der den Weg gemacht hat. Das ist das. Und du hast noch kein Wort gesagt. Du hast nur Zopf gefaltet. Oder? Oder du hast gebetet und laufst du durch oder hockst in unserer Base bei der Freien Kirche Uster, wo wir dort einen Raum bekommen und betest für die Leute dort. Oder du nimmst deine Gutzli und schickst ihm so etwas. Oder wir haben sogar Cheton. Wir Männer haben Chetons bekommen für die Deutsche Bahn. Wo wir verschenken es. Das ist hart. Aber wir verschenken es. Warum? Weil du wert bist. Und wenn jemand fragt, dann sagen wir ihm, ja, also ich mache es eigentlich, ich habe eine coole Hoffnung. Hast du die auch? Auf was hoffst du so im Leben? Oder dann gehen wir raus mit den Ballonen. Hey, willst du Gott? Ich hoffe auf Gott im Himmel. Hoffst du auch auf Gott? Ich? Ja, nein, eigentlich nicht, aber es tönt noch gut. Also, ja, was willst du denn draufschreiben? Was willst du beten? Und dann lassen wir es steigen. Und wir haben das super organisiert. Nur können wir euch nicht zwingen, das mitzumachen. Sondern frag doch den Heiligen Geist, ob du mitmachen an diesen Shine Bright Actions. Und eigentlich ist nicht die Frage ob, sondern wo. Was ist es? Was sagt dir Gott, wo in diesen Actions sollst du drin hineingehen? Wo willst du jemandem so ein Kärtchen geben? Wo willst du dort hingehen? Und dass die Menschen hören, dass es eine Hoffnung gibt. Weil die meisten, die dir begegnen an diesem Ostermärz, sage ich jetzt einmal ein bisschen ganz frech, die hoffen auf ihre AHV. Und die hoffen auf ihren Lohn und auf Gesundheit. Wie viel mehr hast du zum Werbung machen dafür? Wie viel mehr hast du in deinem Herzen, durch Gott, durch den Glauben, durch Jesus Christus, der verstanden ist, als solche Menschen? Und wie viel besser geht es denen vielleicht? Wie viel besser geht es denen Sios da? Von der Zürich, von der Ricola. Ich meine, Ricola. Was für geile Zeltli sind das denn?
Aber der hat keine Hoffnung gehabt. Aber du hast sie und du kannst jemandem von dem erzählen. Durch das, dass du ein Licht bist. Durch das, dass du hingehst und etwas tust. Und wir gehen so Actions vor. Vielleicht findest du eine bessere Idee. Und wir können dort mitmachen und können rausgehen und da von unserer Hoffnung erzählen. Und es ist einfach gewaltig, das so zu machen, dass die Menschen hören, da ist ein Gott, der sie liebt, das ist ein Gott, der sie hört. Es ist ein Gott, der mit ihnen durchs Leben geht, durch die schwierigsten Stunden durch. Was ist das? Wow! Und jetzt wollen wir uns die Hoffnung für uns behalten? Nein. Wir wollen sie weitergeben. Und das ist auch unser Job. Für das sind wir auch noch da, sonst hätte Gott uns schon lange dort raufgenommen. Zack! Sondern dass so viel wie möglich von dieser Hoffnung hören können. Und wenn sich Menschenfurcht in deinem Herz breit macht, dann speuzern gerade ins Gesicht. Echt, mehr hat sie nicht verdient. Und das war die Einleitung zu der Predigt von der Steffi vom nächsten Mal. Sie wird über Menschenfurcht reden. Ja, es ist hässlich, die zu haben, und darum müssen wir sie auch recht so... Ja, genau. Sorry, da ist mir jetzt rausgerutscht. Hey, komm, wir stehen auf und beten. Wir beten. Und ich will euch ein Gebet oder einen Vers weitergeben. Epheser 1,18. Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind und worauf wir hoffen können. Und welches unvorstellbare, reiches Erbe auf uns wartet. Denen, die zu Gott gehören. Herr Jesus Christus, lass uns erkennen und erfahren, mit welcher unermesslichen Kraft Gott in uns ist und in uns wirkt. Jesus, und ich danke dir, dass du uns so viel Hoffnung gegeben hast. Und ich bete, dass die Hoffnung in uns Mut, dort wo Menschenfurcht ist, Mut generiert. Und dort wo Leid ist, dass die Hoffnung uns Trost gibt. Und dort, wo wir noch auf dem langen Weg sind bis zum Ziel, dass sie uns Geduld und Beharrlichkeit schenkt. Und dort, wo wir vor dem Tod stehen, Krankheit ist oder etwas, dass sie uns die Hoffnung uns Freude gibt für noch ein besseres Leben, das noch kommen wird. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir auf Hoffnung bauen können, weil du verstanden bist.